Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Ja, schöne Einnahme wieder. Unsere Tierprodukte lohnen sich definitiv, hätte ich mal sagen. Aha. Achte Dach. Der Hahn bleibt stumm. So. Die Wintermusik ist ach so schön, ohne Scheiß. Fest des Eises. Das Seppel hat auch bald Geburtstag. So. Mal hier gibt's wieder Schnee. Hast du beim Holzfäller irgendwelche Samen gefunden? Kannst du ein Botterei pflanzen, um neue Baum wachsen zu lassen? Sei kreativ. Jo. Wir könnten eigentlich auch mal eine Baumschule auf dem Hof aufmachen. Eigentlich auch nicht so verkehrt. Dann hätten wir definitiv wieder was. Ja. Warum nicht? Warum nicht? Die Idee gefällt mir eigentlich ganz gut. So, hier rein. Dann hat man noch Müll. Genau. Dann können wir jetzt auch Schäferwerte. Die Fackeln packen wir mal da rein. Noch brauchen wir sie nicht. Aus dem Müll kann immer was Lustiges entstehen. Deswegen machen wir das mal. Und festes Eises. Das heißt, zu Robin kann ich noch nicht. Da können wir, glaube ich, nichts basteln lassen. Die hat an Feiertagen immer dicht. So, das machen wir dort hier. So. Dann wird wieder gefüttert. Dumm. Die Hinkle werden schon gestreichelt und die Ente. Dann geht's ja soweit gut, ne? Jawohl, Traudel und Gertrud, dann geht's super. Dann ab zu euch. Und ihr werdet auch erstmal gefüttert. Jo. Damit ihr mir nicht vom Stängel fallt. So. Dann gucken wir da mal. Die Resel hat Milch. Ach, aus der Distanz kriege ich das nicht hier. So. Die Gustel, genau. Die sieht halt auch sehr gut aus. Bei dir melke ich im Leere rum. Radegunde, wie geht's dir? Ja, die sieht auch glücklich aus. Ja, die hockt die ganze Zeit bei der Heizung rum. So, und dir? Gretel, die einzig braune Kuh hier im Stall. Deren muss auch super gehen. Okeli-dokeli. Dann Produktion startet. Und ja, genau, Leberwurst. Ich lösche dein Dost. Und dann geht's hier weiter nochmal. Kruscht wieder Eissammler. Entenei. Und ein paar andere Eier. Perfekt. Goldenes Enteei sogar. Und 2 Iridium-Eier. Dann wieder ab zum Gewächshaus. Unseren Müll können wir wieder durch hier holen. Und dann bleibt nur noch Ei übrig. So. Ja, hier wächst auch alles, wie es sollte. Gefällt mir. So. Das sieht doch auch ganz gut aus soweit. Ist das schön mit der neue Gießkanne. Ja, Herr Magister, es ist alles soweit auch vorbereitet, weil er schon mal geschrieben hat von wegen, ja, es sei doch mittlerweile auch nötig, die Gießkanne abzugraden. Natürlich ist das Zeit. Und habe ich ja auch gemacht. Fest des Eises beginnt. Okay, da gehen wir auch sofort hin, nachdem wir hier fertig sind. So, warte mal, halte mal den Gaul an. Das machen wir jetzt anders. Machen wir nicht so U-koordiniert wie beim letzten Tag, sondern wir machen das hier richtig. So. Auch wenn die da ohne jetzt weniger kriegen, ist egal. So. Dann sieht es wenigstens auch noch was aus und gewollt aus. Wenn wir hier jeweils in 9er Fläche wässern. In einer Gießkanne mal wieder. Heidewitzka. So. Wir sind soweit durch auf dem Hof, ne? Wir sollten vielleicht noch mal bei der Recyclingmaschine vorbeigucken, noch ein bisschen Müll reinjagen. Mal gucken, was er das mal ausgespuckt hat, die Maschine. Es ist Eisenerz. Tja, warum nicht? Warum dann eigentlich nicht? Aus Müll Eisenerz rausfiltern ist auch eine Kunst für sich. So, wir gehen dann runter und feiern das Fest des Eises. Oh, schön. So, hier ist nochmal was. So. Und da gibt es natürlich auch wieder ein paar lustige Partyspiele, an denen wir teilnehmen müssen. Insofern, ne? Ach ja. Juppdi-dip-dap-du. Gucken wir mal vorbei. Hallo, Elliot. Ich mache halt beim Eisfischen mit. Warum nicht? Okay. Aber Willi, der ist kaum zu schlacher. Oh, Eis, so wunderschönes Material für Skulpturen, aber so vergänglich. Aber wenn mich fruscht, macht es die Kunst noch besser.
Ja, Holidays on Ice feiern wir hier definitiv. Sieht ja auch schön aus, das Ganze. Sie lässt sich auch nicht lumpen und baut eine Burg. Tut mir leid, aber die Eiszähne verlangen meine volle Aufmerksamkeit. Ja, die ist also mal ein bisschen strenger drauf. Shane, was gibt's? Wenn es um mir ging, hätten wir stattdessen eher Pizzafest in der Kneipe. Okay. Meine Frau zieht mich von das hier in die Kälte. Habe ich dir je erzählt, wie der Schorsch und ich uns das erste Mal getroffen haben? Er hat mich tatsächlich mit dem Schneeball in dem Festel hier abgeworfen. Er war sellermals ein Gentleman und hat sich sofort um mich gesorgt. Ach, Mutter. Erst die Mädel abwerfen und sich dann drum kümmern. Das ist auch eine Masche. Der Wald sieht im Winter wunderschön aus, ne? Ja, schon. Wie läuft der Winter für dich bisher, Ackermann? Ach, so weit so gut, ich kann nicht klagen, wirklich nicht. Kalt? Nee, mir wird nie kalt. Hey, Ackermann, machst du beim Eisfischen mit? Immer. Ich nicht, ich habe keine Ahnung vom Angler. Ja, aber das mache ich dann. Ich habe einen riesigen Fischdrohne gesehen. Ja, dann werde ich mal Angler. Der Schnee ist so kalt, dass man den Finger nicht mehr fühlen kann. Ah, die basteln hier Schneemänner. Da ist ja wohl der Clint jetzt mal endlich auch zu seiner Emily kommen. Wie sieht's bei dir aus? Was hältst du von meinem Schneedingens? Ja, er sieht etwas außergewöhnlich aus, ne? Ich bin nicht so sonderlich kreativ, was Schneemänner betrifft. Ich will immer Karottennas verpassen. Was war ein Schneemann soll man machen? Klassische mit Karottennas, Zylinder und Schal. Abgefahrenes Eisantenne, Kiefernzapfe für die Aare. Schneemänner sind langweilig, lass die Fantasie spielen. Dann machen wir mal der Klassische. Die Claire wollte die Karottennas. Manchmal sind die Klassiker einfach Uckschlacher, ne? Ja, auf jeden Fall. Ach Gott, wie er schon guckt. Das ist so sein Rape-Face, was er gerade aufgelegt hat, oder was? Emily hilft mal ganz ohne alles. Bedeutet es etwas? Ach Gott, fahren wir wieder dein Zungenei, Kerl. Boah, der Schneemann muss echt überarbeitet werden. Von wem ist denn der? Okay, jetzt hast du die Antwort, warum es ihm hilft. Der ist mal gewinn ich beim Eisfischer. Willi zu schlagen könnte aber ein Problem wäre. Er macht ja sonst nicht nichts anderes. Oh ja, komm. Kannst trotzdem hinkriegen. Schneemänner sind okay, denke ich, aber ich freue mich hauptsächlich auf den Frühling. Ja, ist auch wieder schon die Jahreszeit, definitiv. Winter ist nicht nur schlecht, im Schnee zu spielen kann lustig sein. Na dann. Was geht hier ab? Wisst was? Ich hätte vielleicht die Jacke anziehen sollen. Ja, aber vielleicht nicht verkehrt, wenn alles um dich herum vereist ist. Servus, Ackermann, bereit fürs Eisfischen. Ah jo, und ich werde die Schlache. Wir werden sehen. Ja, gucken wir mal. Da ist derzeit eine Blockade hier geprügelt. Da kommen wir nicht durch. Schade, dass der Pierre hier nichts verkauft. In die Iglus können wir leider auch nicht rein. Extreme Temperaturen können deinen Körper sehr belasten, also zieh dich warm an. Ja, ich bin in meinem T-Shirt auch super angezogen. Oh, und vergnügt dich gut auf dem Fest. Immer. Gas? Du überleg, dass es kein Essen gibt. Geduldig bis zum Fest vom Winterstern. Du wirst tagelang Vollgefressen sein. Das ist denn ihr Weihnachten und wie im richtigen Leben auch. Bei Weihnachten bin ich auch immer so Vollgefresser, weil ich liebe das Essen zu Weihnachten. Wie tun all die arme frierende Tiere da draußen lädt. Ja. Kann einem schon ein bisschen leid hoch. War hier irgendwas zum Berühren? Ne? Da passiert aber nichts, wenn ich es berühre. Okay. Hab schon gedacht, es wird was passieren, aber es reagiert nicht auf Klicks. So, da ist auch nichts. Alles abgesperrt. Ach du, der arme Kerl wieder. Na, wie geht's dir dann? Iglubauer ist eine Kunst, die ich von der Bewohner von der Tundra in der gefrorenen See gelernt habe. Das war vor vielen Jahren. Ein Iglu ist ein nettes Zuhause, aber es ist einfach das ganze Jahr in meinem Zelt. Es ist einfach das ganze Jahr in meinem Zelt zu bleiben. Ah jo. So ein Zauberer komme ich auch nicht. Der hat sich doof versteckelt, aber da komme ich leider nicht dran, den Typ. Mit dem kann ich also leider nicht retten. Geheime Waldhänse auch abgesteckt. Reisewaage ist natürlich auch nicht dabei. Schade, dass es hier Kaufgelegenheiten gibt, finde ich. Du hätten wir auch definitiv noch was machen können, dass man hier irgendwas einkaufen kennt. Okay, dann haben wir mit alle gebabbelt, außer mit dem Bäuermeister natürlich wieder. Willkommen zum Eisfest. Das Highlight heute ist das Eisfischen. Wir haben eine gefrorene See vorbereitet und mit Fische gefüllt. Lass mich wissen, wenn du zur Teilnahme bereit bist. Ja, wir haben ja bisher mit alle gerettet. Ajo,
bin ich bereit fürs Eisfischer. Und mit der roten Hose Kohle zu holen, bin ich auch bereit. So, dann geht's los. Holidays on Ice kann losgehen. Erlaub alle zusammen, lassen uns das desjährige Eisfischer beginnen. Kandidaten, erzählt es so viel Fisch wie möglich in 2 Minuten mit der bereitgestellten Angel zu fangen. Ihr müsst euer Fisch hier raus aus den Eislöchern angeln. Ja, soweit kapiert. Gut, alle bereit? Los geht's. So. Die Musik ist auch so geil, ne? So. Hopp. So. Ah, die sind auch ein bisschen zappeliger hier, die Viecher. Das könnten wieder so Heilbutt-Viecher sein. Okay. Weiter geht's. Bisher habe ich leider nur einer rausgezerrt. Ja, das dauert. Yeses. Blödes Loch. Dann doch hier. Du dumm. Eigentlich immer voll die Chiller-Mucke, oder? Perfekt sogar. Jo. Weiter geht's. Ich muss, glaube ich, mindestens 5er oder 6er hier kriegen. Also mit den 2 Fische komme ich definitiv nicht weit. Und es sind alle gerade die schäbigsten Fische hier. Die wehren sich ja schon recht ordentlich. Ja, als her damit. Nein! So. Darf ich die Angel nicht so weit auswerfen? So, komm schon. Aber die Musik ist echt geil dazu. Eigentlich mal voll die Chiller-Mucke. So. Weiter geht's. Ich will mehr. Ja, komm. Der 6. Fisch ist hoffentlich noch drin für mich. Aber mit 5 wäre ich nicht Gewinner. Ich hoffe, ich kriege einen Zeitaufschub noch, wenn dann jetzt eine A beißt. Dass ich noch bis den Fisch wenigstens erfangen darf. Nein! Verflixt. Schade. Das ist nicht wie beim Volksfest. Wo ich dann nochmal die Endzeit oder beziehungsweise nochmal die Fische fangen darf. Auch wenn die Zeit abgelaufen ist. Boah, das sind eine ganze Menge Fisch. Boah, der Geruch. Erlaubt, dann zum Gewinner von desjährigen Eisfischer. Und, wer ist es? Wer ist es? Ackermann mit 5 große schleimige Fisch. Ah, ich habe doch gewonnen, nicht schlecht. So, dein Preis, viel Spaß damit. Oh, Magnet, das ist ein Köder. Erhöht die Chance beim Fischer Schätze zu finden, allerdings mögen Fischer den Geschmack nicht so sehr. Widerhaken macht deinen Fang sicherer und bringt die Fischleichte dazu, sich an der Fisch zu heften. Funktioniert am besten bei langsamer, schwacher Fischer. Verkleidete Dreher. Der metallene Anhänger und die farbenfrohe Luftschlange sind ein verlockendes Spektakel für Fisch. Erhöht die Beißrate. Und Matrosehut, frisch und steif. Okay. Damit ist das Fest vom Eis beendet. Danke für eure Teilnahme. Und jetzt lassen uns noch die arme Fischler frei lassen. Ja, das ist auch vernünftig. So. Gut, Allah. Dann habe ich doch noch gewonnen. Mit 5 Fischen hätte ich nicht gedacht. Ich kann nicht glauben, dass ich gewonnen habe. Ja, allerdings. Jetzt aber ab nach Haus. So, super. Matrosehut, wie sehen wir dann da damit aus? Ja, ein bisschen läppisch sehen wir damit aus. Gut, dann kommt das Zeug auch in die Blaukiste. Weil noch haben wir nicht die entsprechenden Slots dafür, das zu machen. Das kriegen wir erst mit der Iridium-Angel. So. Dann unseren Kruscht noch abhole hier. Und AI muss noch rein. So, der Rest können wir einfach so abernten. Das ist dann kein Ding. War in der Höhle irgendwas? Nee, in der Höhle war nur nix. Okay. Ja, das bisschen Fische ist mir jetzt auch von der Energie tatsächlich abgezogen. War auch ganz interessant. So, was steckt das mal drin? Ein Stückel Kohle. Ist auch gut. 3 Stückle Kohle, sogar nicht schlecht. So, dann rein damit. Das kommt wieder rein, wo es hier gehört. Die 5 dort hier. Ist auch gut.
Und dann schaue ich gerade noch, wenn ich hier alles produziert habe, wie es dann aussieht mit unserer Zeit. Ob ich noch ein Dach hinterher hängen kann, oder ob es tatsächlich bei einem Dach bleibt. Weil ich möchte den Dach hier jetzt eigentlich auch ausnutzen. Man will ja auch ein bisschen Zeit hier noch reinhängen und nicht sofort ins Bett reingehe, wenn möglich. Und auch wenn es jetzt so Mitternacht wird, was wahrscheinlich noch Mitternacht wird. Aber so what. Ich mag auf jeden Fall noch meinen Müll hier ausreizen. 3 Stück habe ich noch. Ein bisschen Stährei, das ist auch ganz gut so. Okay, die Mayo wird jetzt wahrscheinlich länger brauchen. So, ansonsten ist mir ja erstmal nix. Und ich bin mal kurz weg. Bis gleich. Da bin ich wieder. Tja, 15 Minuten haben wir vorbei. Das heißt, ich kann noch ein Dach dran hängen. Weil 15 Minuten ist mir dann doch ein bisschen zu kurz für eine Episode. So, da ein bisschen Einnahme hat es wieder gegeben. Jetzt sind wir schon im 9. Dach. Und dann gucken wir mal, dass wir den Stall nochmal auf Luxus abgegradet kriegen. So, Maya hat dann das Seppel-Geburtstag, aber das ist dann erst für die Episode über Maya. Wetterbericht sagt wunderschön und sonnig Maya. Und genau, für heute war ja Schnee angekündigt. So, dann rein und wieder ein bisschen Kohle gescheffelt. Sehr schön. Kohle wieder rein. Unser Mayo natürlich. So. Jo, der Müll kommt erstmal weg, damit wir hier wieder ans Heu kommen. Na? Ich will doch nur ans Heu. Was ist dann los hier? So, jetzt hat. Warum kommt. Ah, oh, oh, okay, die haben alle nichts gefressen. Deswegen. Okay. So, die ist sogar ein halbes Herz am Sticker. Sie ach. Ja, das ist ja richtig produktiv, aber warum die nichts gefressen haben, wundert mich ein bisschen. So, da damit her. Dann reite mit und die auch noch rein. Wart, Leberwurst, machen wir gleich. So. Dann ist das nämlich auch sofort erledigt. Und die haben auch nichts gefressen. Puh. Komische Tiere. Na, so. Große Milch. Soll schon die Luftmelke Ackermann. Ah, die Radegunde. Die ist jetzt auch endlich erwachsen. So. Die hatten wir schon. Die hat heute wieder normale Ziegemilch nur. Und der Guschel geht's auch gut. So, perfekt. Dann die Iridium-Milch. Reihe. So noch eins hinterher und das noch. So. Dann wird hier weiter gegossen. Es läuft anscheinend. Ach, Idiot. So. Er hat so früh losgelost. So. Und dann hier noch. Und do Enna. Dann geht's hier nämlich nochmal weiter, damit man das Feld auch durchhängen. Und dann können wir es ja um Enna wieder versetzen und dann ist es wieder regelmäßig. So. 3. Und dann ist es ab jetzt wieder regelmäßig. Ach, wie schön. Ich liebe Ordnung und Symmetrie. So. Hat man auch gar nicht gemerkt, dass ich da so einen Tick habe, ne? Wenn ihr bis jetzt noch nicht gemerkt habt, dass ich da so ein bisschen fast schon autistisch drauf bin, dann müssten das wenigstens jetzt mal kapiert haben, dass dem so ist. So, Dilla. Ja, wieder volle Kanne durch die Ernte durch. Und ja, dann gehen wir als nächstes zu Robin, damit sie unseren Stall verbessert. So. Nichts wie hier. Tschüss, Leberwurst. Ah, es ist wieder Dienstag. Nee, ich glaube, da habe ich dann sowieso keine Chance, ne? So. Eventuell, vielleicht ist sie ja noch im Lader, aber ich bezweifle es. Ich glaube, die ist zu der Zeit auch schon ausgerissen. Gucken wir einfach mal. Schneemann ist ja auch goldig, du. Ja, die ist schon wieder ausgerissen. Nervig, wenn die Leute was vorhängen, oder? Ich glaube aber im Frühling ändert sich das wieder ein bisschen.
Südele, Südele, weiter geht's. Ja, was könnte man heute noch machen? Baumschule habe ich ja noch vorgeschlagen, ne? Wäre auch keine verkehrte Idee. So, da haben wir noch Enterei. Ah, ich weiß, was ich noch machen kann. Selbstverständlich weiß ich, was ich noch machen kann. So, da können wir jetzt auch wieder hier. Der letzte Müll, den ich habe. Entsorgen wir auch. Das schmeißen wir gleich mal fort zum Verkaufen. Ich kann hier noch meine Spitzhacke abholen und kann noch mein anderes Gedöns, meine Axt noch hier geben, ne? Jesus, wie lange will es dann noch dauern hier? Ja, geht doch. So, das bisschen warten wir jetzt noch, damit wir es wieder gleichmäßig reinschmeißen können. So und so. Und die Milch auch noch hinterher. Genau. Dann geht es jetzt erstmal zum Clint. Vorher noch mein Kruscht weg. Also nichts wie ab zum Clint. Da hole ich mal Axt. Wenn ich Robin schon nicht treffe. Hoppla. Entschuldigung. Es kann auch wieder sein, dass ich eben voll wieder abgerutscht bin und gerade wieder in OBS gelandet bin. Entschuldigung, falls das Bild dann wieder eingefroren ist. Das ist immer so ein Quatsch, wenn ich dann immer aus Versehen drauf drücke. Das tut mir ja dann echt leid. So. Ist ja auch keine Absicht. So, die prähistorische Handaxt packen wir da hier. Mittlerweile ist er recht knausrig mit seinen Belohnungen. So, dann haben wir da hier. 20.000 kostet das, glaube ich, der Superstall, ne? Gut, jetzt haben wir die Goldspitzhacke wieder gekriegt. Sehr schön. Und ich hätte ganz gern die Goldaxt für 10.000 noch. Dann ist unser Werkzeug eigentlich soweit so gut. Wir gucken nochmal im Stäbbruch. Jo. Oh. Die paar Kupfer, die lassen wir jetzt auch mal gut sein. Kauhölzchen. Kann man der Gunther auch ein bisschen was dazu erzählen. So. Den holen wir uns auf jeden Fall, den Rubin. Und dann gehen wir nochmal in die Stadt schnell. Geben das Kauhölzchen auch noch bei Gunther ab. Ich hoffe, der Typ spuckt mal bald die Belohnungen aus wieder. Weil ab 60 Gegenstände kriegt man auch was richtig Gutes. Aber das verrate ich jetzt noch nicht. So. Deswegen immer schön Kruscht sammle hier. Jetzt gehen wir wieder zurück auf Ebene 100 von der Mine. Und gucken, dass wir da vielleicht noch ein bisschen weiterkommen. Haben wir ja auch schon länger nicht mehr gemacht. So. Deswegen runter mit uns. Und dann schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Ja, mit der Goldhacke geht es schon ziemlich fix hier. So, nix wie weiter. Und zack und Oschi. So. Als weiter. Ja, Fasern finden wir jetzt mittlerweile auch nur noch in der Mine. Weil, ne? Auf unserem Hof im Winter ist ja alles, was blüht, eigentlich fort. Es sei denn, es wächst im Gewächshaus. So, jetzt gucken wir mal, dass wir da noch mal ein bisschen weiter runterkommen. Damit wir auf 110 oder so vielleicht kommen. Schauen wir einfach mal. Ja, da ist noch ein bisschen Gold. Ach, nie verkehrt. Und wenn wir jetzt auch ein paar mehr Stäbe brechen, ist eigentlich auch gar nicht mehr so verkehrt. Ja, das geht ziemlich fix hier. Weil je mehr Stäbe, desto besser. Wenn wir auch bei 400 sind, ist auch gut. Weil ich möchte eigentlich auch bald endlich mein gutes Hühnerstallgebäude, damit ich da auch noch mal paar Kaninchen züchten kann. So, da geh weg. So, hoch, was ist denn das für ein Mondkopf? Ja, komm. Komm her, du Mondkopf. Jetzt ist er tot. Gut, Medizinmann, du kriegst da auch nochmal ab, die Feng. Und dann gehen wir weiter. So. Irgendwo muss es ja auch runtergehen, ne? Ah, Magma-Geode, auch nicht verkehrt. Jawohl, hier geht's runter. So, sind wir wenigstens bei 105 angekommen. Da geht's so direkt weiter. So, was ist dann hier noch? Außer Blobberinos. Nochmal voll reingerannt. Okay. Hab's kapiert. Wir gehen einer weiter runter. Ey, hör auf hier mit dem Scheißdreck, du Hanebampel.
Hanebampel vom Dienst. So. Jede Menge Mondgesichter. Na gut. Au. Au, wie die Mondgesichter schießen hier mit Feuer rum. Hey, ihr wiechte Kerl. So. Anna. Boah, Mann. Ja, hier gibt's ordentlich auf die Fressluke. Boah. Gut, dass ich am tagsüber hier reinkomme. Da habe ich wenigstens ein klein bisschen Zeit, hier weiter runter zu kommen. Ach, geh fort. Oh, Mann. Ich hoffe, ich sterbe hier nicht, weil wenn ich hier sterbe, ist etwas blöder. Dann verliere ich nämlich relativ viel von meinen Gegenständen. Na, okay. Nimm das! Okay, das hat nur 29 abgezogen, der Mistvieh. Na dann. Oh. Du, Mistkerl. Wir sollten machen, dass wir bald Land gewinnen. So. Dann weiter. Immer weiter. So, zack. Und Kelly. Ah, doch, da ist er. Da ist die Leder. Was geht denn hier ab? Das Gebiet wimmelt von Monster, vor Monster her. Das kann man so sagen. Nee, das ist nichts für uns. Das ist definitiv nichts für uns. Wenn die uns erwischen, dann war's das. Dann sind wir kaputt. 100%ig. So. Oh. Oh, scheiße. Nee. Das Risiko gehe ich nicht ein. Kannst vergessen. Bei 10er, leck mich. Mache ich nicht mit so einem Käse. So. Aber weißt du, was wir noch machen? Das haben wir nämlich auch ein bisschen länger nämlich gemacht. Hi, Penny. So, dann hier noch ein bisschen. Ja. So viel Gesundheit gibt die jetzt auch nicht. Aber wir gehen jetzt erst einmal hier runter noch einmal. Und sammeln nochmal ein, was sich hier in unsere Krabberäuse verfangen hat. Ah, jede Menge Müll. Okay. Na gut. So, dann dort drüben vielleicht noch irgendwas Nettes für uns. Oh, wieder Buch. Sehr schön. Ich wünschte, ich hätte auch spannende Bücher einfach mal so finden auf dem Weg. Lest ihr eigentlich auch gern? Würde mich auch mal interessieren, weil ich bin schon jemand, der ziemlich gern liest und der verdient es eigentlich auch sehr stark dazu gehört zu lesen. Oh, ein Müsli-Riegel im Müll gefunden. Nicht verkehrt. So, was geht denn hier ab? Gas. Ah, du hätte ich auch Spaghetti kaufen können. Okay. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Für meine guten Freunde. Hey, also das ist mal wirklich was. 1000 Dank, Kindchen. Für meine guten Freunde. Bitteschön. Oh, wow, Ackermann, wer hast gewusst, dass ich sowas mag. Man sieht's dir an, du Suffkopf. So. Okay, dann weiß ich auch Bescheid. Kaffee riecht lecker. Gibt ja sicher einen Energieschub. Auch nicht verkehrt. Kartoffelpuffer-Rezept. Pizza-Rezept. Können wir uns eigentlich auch noch gönnen? Und Kartoffelpuffer holen wir uns Amos Rezept. Sehr schön. Salat wissen wir ja mittlerweile, wie es geht. Ja, nicht verkehrt. Nicht verkehrt, definitiv. So, dann geht es wieder zurück zu der Bushaltestelle. So, das muss man hin und wieder auch mal sein. Aber ich steht echt Sache, das war's jetzt wirklich für heute. Nur höchstens auch ein paar Kleinigkeiten, die wir noch auf dem Hof machen können, wie Zeug in die Recyclingmaschine stecke und so. Aber ansonsten müsste es das eigentlich für heute gewesen sein. Ach ja. Bushaltestelle war die Siki auf uns. Und für Mäue heben wir uns auf jeden Fall Quarz auf, weil Obsidian haben wir leider nicht für das Seppel. Aber der steht ja total auf Obsidian. Von daher haben wir leider nicht, ist leider nicht, aber wir haben Quarz. So. Dann Preiselbeere. Die kommen hier wieder rein. So, der Kruscht kommt durch Reihe. Die, ansonsten den Müsli-Riegel. Wir Spaß, dann bewahren wir einfach mal auf. Da haben wir noch Schleimbars rein kann.
Eisenerz, Kohle, Magma, Geode behalten wir. Die Dinger bleiben auch noch drin. Und da holen wir einfach noch alle mit dazu. Dann haben wir noch 1, 2, 3 Kohle. Ansonsten, so, wo packen wir den Rest Grusch 3? Das war hier, genau. Das war dort. Quarz brauchen wir vermeuer. Die Fledermausflügel, die waren, glaube ich, hier, genau. Die Fasern ebenfalls. Und dann zwicken wir noch ein bisschen Müll da rein. So, das wieder da hier. Okay. Dann Ziggy, komm nochmal mit. Du musst mich eintragen. Ich bin ja so faul, ich komme ja alleine durch. Dann haben wir hier nix. Und da ist was. Und dann kommt das Gold erstmal da hier, wo es hier gehört. So. Puh. Perfekt. Können wir mal auf jeden Fall noch einen schöner Goldbarre gießen. Ansonsten der andere kruscht kann rein. Und vielleicht noch 5 Eisenerz, falls man das noch haben, damit die Öfen auch wirklich parallel gut funktionieren. Ah, Mist. Dann wenigstens 5 Kupfererz und nochmal 1 Kohle. So, dann kommt das weg, das und das kann fort. Den andere Quatsch behalten wir einfach mal drin. Hier ist noch nichts rausgesprungen. Okay. Als nächstes schmeißen wir mal den Müll rein, weil Müll ist immer sehr flexibel in dem, was rauskommen kann. Warten wir einfach noch ein bisschen ab, bis das Zeug hier fertig ist. Ah, Motor. Da ist auch noch ein Artefaktplatz mit einer Hühnerstatue mal wieder. Natürlich. Treibholz gibt immer normales Holz. Ansonsten die Hinkelstatue kommt da rein. Dann hätten wir eigentlich mal wieder relativ gut aufgeräumt für morgen. Und hier, liebe Leute, wir sehen uns immer mal wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Also machen's gut und bis immer mal dann wieder. Ayan Yankee.